Bevor wir die Schwelle zum Sonntag überschreiten, schauen wir in einem Augenblick der Stille zurück auf die vergangene Woche. Ich schaue und höre auf das, was gewesen ist, die Bilder, die von den vergangenen Tagen zurückblieben, die Stimmen, die noch in meinen Ohren und meinem Herzen nachklingen, meine Bilder der Sehnsucht und Hoffnung, mein Rufen, meine Angst und mein Bitten. Gott, du Schöpfer der Zeit und unseres Lebens, du hast Gelingen geschenkt, ermutigende Freude, Feier des Lebens und der Gemeinschaft. Wir danken dir. Wir danken dir. Gott, du hast uns aber auch Lasten, Sorgen und Traurigkeiten zugetraut und sie mit uns getragen. Wir danken dir. Wir danken dir. Gott, manches ist uns missglückt, manches ist noch unvollendet geblieben. Erbarme dich unser. Erbarme dich unser. Gott, im Heute stehen wir vor dir. Öffne unsere Herzen, dass wir auch die kommende Zeit aus deiner Hand empfangen, voller Vertrauen und Gewissheit, dass du mit uns bist. Darum bitten wir. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen.
aus dem Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Schöpfung hast du das Licht erschaffen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Woche, am Ostermorgen in Jerusalem, hast du deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt und neues Leben begonnen. Herr unser Gott, wir danken dir für Jesus Christus. Er ist für uns das Licht der Welt, von dir gesandt, die Welt auszuleuchten und die Finsternis zu bannen. Die Kerzen, die wir an der Osterkerze entzünden, mögen uns leuchten am Tag des Lebens. Möge ihr Licht Widerschein sein der Ostersonne, die uns an deinem Tag immer neu aufstrahlt.
Schwestern und Brüder, mit diesem Abend beginnt der Tag des Herrn. Wir wollen ihn in Freude und Frieden empfangen. Das Thema dieser neuen Woche ist der Pharisäer und der Zöllner. Unser neuer Wochenspruch steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das Sonntagsevangelium für den 11. Sonntag nach Trinitatis steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Jesus sagte zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen 2 Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste 2-mal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand fern, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Amen.
Sieh uns gnädig an, damit wir vertrauensvoll glauben und leben können. Durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Und wir bitten dich für alle, die an diesem Sonntag dein Wort verkündigen und hören und das heilige Mahl feiern. Lass sie die Geheimnisse deines Reiches erkennen und erfahren. Herr, wir warten auf deinen Tag. Lass uns dein Licht aufgehen und erwecke uns zu neuem Leben, der du lebst und Herr bist in Ewigkeit. Amen. Lasst uns preisen den Herrn. Gott sei ewig.